Kann ich mal deinen Fangkamm anfassen? Du konntest was anderes! Hey, willkommen zurück. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du über Nacht in der Ranger-Vereinigung bleiben dürftest. Hey, wo bist du denn geblieben? Hattest du Probleme, deinen Dodo dorthin zu lenken, wo du hin wolltest? Oder hast du schnell noch auf eigene Faust ein paar Aufträge erledigt? Ganz richtig. Einige Aufträge. Ja, aber so klärt sie das doch, hallo? Wir haben jetzt Aschelast. Machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Was meinst du? Ja. Also, was war's früher? Ich habe einige Aufträge noch gemacht. Du hast doch jetzt saubere Arbeit abgeliefert. Und ich lasse Schirm einfach so miet. Lul. Hey, guten Morgen, Mare. Urs musste vorhin zu dem Brodellanden aufbrechen. Er war in ziemlicher Eile. Offenbar sind plötzlich sämtliche Pokémon der Insel verschwunden. Wie kann sowas überhaupt möglich sein? Es ist beunruhigend, aber Urs arbeitet schon an einem Fall und löst ihn bestimmt. Für heute bin ich dann also ein Tages-Urs, kapiert? Brüller, oder? Lass uns also hier keine Zeit verschwenden. Heute ist Freiluftunterricht an der Rangerschule. Urs wollte bei diesem Anlass eigentlich der Eintageslehrer sein. Aber nun ist er ja an dem Brodellanden. Er hat mir aber eine Voicemail geschickt. Lass es Mare tun, meinte er, und du sollst das als Mission behandeln. Okay. Hey, das erinnert mich daran, dass ich beim letzten Freiluftunterricht ja selber ein Tageslehrer war. Mare, du warst damals Schüler, oder? Nun, jetzt bist du Lehrer für einen Tag. Ja, ach, verzeih. Oh, Ding ist mir aufgefallen bei Shelast, den neuen Partner, den wir haben. Die Leiste ist jetzt doppelt so groß für die Pokestärke. Also da gibt es anscheinend auch noch mehr Unterschiede. Hey, was machst denn du wieder da? Bis ich einen richtigen Job finde, helfe ich hier bei allem aus, was so anfällt. Urs meinte, ich könnte machen, was ich will. Dafür bin ich echt dankbar. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich die Dinge auch im Auge behalte, während du weg bist. Das ist nice. Das ist nice. Ich habe abgelehnt, als sie das letzte Mal nach einem Eintageslehrer gefragt haben. Echt mal, ich habe zum Lehrer sein weder das Talent noch die Fähigkeiten. Du brauchst echt mehr Selbstbewusstsein. Und das sag ich. Und da drüben gibt es dann wahrscheinlich safe nur irgendwelche Aufträge. Können wir so vorstellen. Was ist jetzt los? Hä? Was machen die da? Und ein Kreis für Papa und ein für Mama. Und jetzt hüpf. Boing, boing. Tatsache, es funktioniert. Mann, diese Maschine ist stark. Lass uns irgendetwas Komplizierteres tun. Na gut, mal überlegen. Fliege beim Schlafen. Wie soll das denn funktionieren? Da hält der alte Kongiger nicht mit, was? Dieser Konmini macht doch einiges mehr her. Er ist leicht, einfach zu tragen und beherrscht 100 Pokémon-Befehle. Wäre das als Konmini-Experiment, tu so, als wärst du ein Summeringer, wobei du nur Yoga-Posen verwendest. The fuck? Ey. Hey, sieh mal, ein Ranger. Wie lange steht der denn da schon rum? Warte mal, nutzen wir die Gelegenheit doch. Lass uns diesen herumschnüffelnden Ranger die Macht des Konmini demonstrieren. Es würde mich echt nerven, wenn wir sowas Feines geheim halten müssten. Da bin ich ganz deiner Meinung. Versuch mal diesen Befehl einzugeben. Greif unter unkontrolliertem Gekichere an. Wie klingt das für dich? Ich habe die falschen Tasten erwischt. Abbrechen, Taste, drück abbrechen. Los, mach schon. Zu spät, Puss. Da hilft nur noch Gewalt. Boah, die Mucke immer vor die Nachtschattenkämpfe ist so geil. Oh, komm, jetzt machen wir fertig. Jawohl. Gebunkel haben wir noch gar nicht gehabt. Wir haben bisher nur Toxic-Quack gefightet als Boss. Willst du mich verarschen? Nur mal ein Partner? Alter, ich komme nicht mehr hinterher, überhaupt die Fähigkeiten zu zeigen. Warum gibt's den da so free? Oder warum so schnell hintereinander? Es stößt ein giftiges Gas und eine giftige Flüssigkeit aus seinem Maul aus. Also,
Pokestecke giften wäre wahrscheinlich ja saugeil, ey, aber... Schon wieder einer? Bro, ich hab Zepurze wahrscheinlich. Ich hab die Zepurze-Fähigkeit nicht zurück. Ich hab die Chelas-Fähigkeit nicht zurück. Nichts so Dinge, Ranger. Müsst halt alle herumfuschen. Boss, lass uns abhauen. Abhauen klingt gut für mich, aber wohin? In der Richtung ist die Schule, Sackgasse, und auf der anderen Seite ist der Ranger. Heißt es etwa... Genau, das heißt es. Jump! Das Gebunkel scheint sich Mare verbunden zu fühlen. Ja, und Chelas fühlt sich ja verarscht und denkt sich so, Bro, wie geht's nur nicht um? Ranger-Pose. Das Gebunkel hat sich Mare als Partner-Pokémon angeschlossen. Geil. Also, es ist geil. Wait. Ich hab gar nicht auswählen können, wen ich jetzt hernehme. Das war doch sonst immer so. Aber ich wollte es eh nicht wechseln. Trotzdem. Hä? Okay. Dann heute nicht. Das Tor ist zu. Da ist noch mehr Dodo, gut zu wissen. Ich finde gut, dass überall Dodos auftaucht dann. Dann müssen wir eigentlich nicht wirklich sparsam mit denen umgehen. Oh, du bist das, Mare? Du vertrittst bestimmt Urs. Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast. Gehen wir kurz ins Lehrerzimmer und besprechen den Unterricht. Als Optimino-Kind. Puh. Lehre an der Ranger-Schule. Heftige Mission, Alter. Woo! So, sind da auch neue Pokémon oder so? Das ist wichtig. Na, die Bedizen, wie immer. Oder vielleicht Biduzen. Ah, lol. Da war sogar Shiggy, damit du das Mobile fangen kannst. Die Worte von ausgewählten Graduierten sind in die Oberfläche eingearbeitet. Ich werde ein Ranger werden, der die Gefühle von Pokémon versteht. Spencer. Wissen wir schon irgendwas von irgendeinem Spencer? Oh, mir ist der Name doch gefallen irgendwo, oder nicht? Ich hoffe auch die schwächsten Pokémon beschützen zu können. Barbara sagt mir gar nichts. Ich schwöre, ein Ranger zu werden. Auf den Verlass ist Urs. Ja, Urs kennen wir natürlich. Der Boss. Ich werde mit Humor für die örtliche Gemeinde arbeiten. Froderich, den kennen wir auch. Okay, interessant. Vielleicht haben wir für die anderen zwei auch noch was. Oder noch mehrere. Bin mir nicht sicher. Dann sind Urs und Froderich anscheinend ziemlich heftig. In der Schule schon gewinnen. Willkommen zurück, Mare. Da du vor kurzem noch selbst hier warst, verstehst du die Schüler sicher recht gut. Wir freuen uns alle auf einen interessanten Freiluftunterricht. Dieses Jahr kehrt erneut ein Absolvent unserer Schule zu uns zurück, um uns an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Die Fackel der Tradition der Ranger-Schule wird erneut weitergereicht. Es freut mich sehr, dies zu sehen. Der heutige Freiluftunterricht wird auf dem Platz des Aufstiegs stattfinden. Falls du es vergessen haben solltest, Ja, Bro, da war ich grad. Die Schüler haben sich seit Tagen auf diese Stunde gefreut. Nun, um genau zu sein, ich auch. Das gilt natürlich ebenfalls für mich. Ah, wo wir gerade dabei sind, du erinnerst dich noch an Herrn Tolero, oder? Er musste sich aus irgendeinem Grund beurlauben lassen. Wir haben einen neuen Lehrer an seiner Stelle. Sein Kellerraum wurde von den Schülern für ihre Mutproben übernommen. Ermüdet dich dieses Schulgeplauder? Na, wir sehen dich ja dann später vor dem Gelöbnisstein. Okay. Herr Tolero hat sich Auszeit gegönnt. Der ist immer noch ein bisschen suspekt. Gut, jetzt alle zusammen. Ruhe bitte. Wir hatten noch nie etwas anderes als strahlenden Sonnenschein bei unserem Freiluftunterricht. Es ist wie Magie. Aufgepasst, Mara hat unsere Ranger-Schule selbst erfolgreich absolviert und wird heute eure Lehrkraft für einen Tag sein. Ja, schau hier, erstmal Ranger-Pose machen und dann sind uns alle überzeugt. Das hier nennen wir eine Ranger-Pose. Ist ziemlich cool, nicht wahr? Es ist so dumm. Jeder Ranger hat eine eigene Pose, die Persönlichkeit und Stil des Rangers darstellt. Wer von euch Ranger werden will, könnte schon mal über eine eigene nachdenken. Aber jetzt, das heutige Hauptereignis, die Frage- und Antwortrunde des Grauens. Möge die Befragung beginnen. Hattest du gute Noten in der Schule? Safe. Bist du ständig beschäftigt? Ja, weil ich immer Aufträge suche. Muss ja so sein, wenn man diese komischen Vorfälle in der Nachricht sieht. Hast du schon mal einen echten Kongiga gesehen? Ich habe schon massiv viel zerstört. Wow, das ist krass, Alter, mega. Hi, bist du in irgendwen verknallt? Also...
Aha, vielleicht in jemanden von früher aus der Schule. Nein, nein! Scheiße! Nein! 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 Das Game one-tritt mir, oder? Scheiße! Das war so nicht gedacht. Oh, du wirst ja ganz rot. Du bist so niedlich, Ranger. Scheiße. Hast du schon mehr als 100 Pokémon gefangen? Was denn? Ich schätze mir schon. Mächtig beeindruckend. Weißt du, was noch mächtig ist? Passiert gerade etwas Schlimmes in der Almia-Region? Safe Call. Möchte ich mega beunruhigen. Ich wusste es. Stimmt es, dass Ranger nicht sehr oft nach Hause gehen können? Ja. Oh, dann bin ich vielleicht doch nicht der Richtige für diese ganze Ranger-Sache. Kann ich mal deinen Fangkamm anfassen? Du konntest was anderes! Ja, hier. Komm. Tut mir leid. Ich traue mich irgendwie doch nicht. Ja, das war mir klar. Scheiße. Ranger, kommt deine Frisur nur daher, dass du dich heute nicht gekämmt hast? Bruh. Hey, Schluss damit. Gibt es keine richtigen Fragen mehr? Keiner hat eine Frage? Sind wir durch? Hoho, ich hätte eine Frage. Ey, du standst wieder. Liebe Ranger, warum musstest du uns vorhin ins Handwerk pfuschen? Ach, du brauchst das nicht zu beantworten. Wir wollen uns nur eben ein bisschen rächen. Oh oh. Fiese Typen. Bleibt bitte alle ruhig. Alles wird gut, wir haben schließlich einen Ranger bei uns. War nicht einfach, unsere Klamotten wieder trocken zu kriegen. Das kannst du uns glauben. Wer seid ihr schrecklichen Leute? Ich verbiete euch kategorisch, meinen Schülern Angst zu machen. Ich verbiete euch kategorisch, meinen Schülern Angst zu machen? Welche erbauliche Worte für die Kleinen. Die Lehrerin hat ja richtige Energie, scheint ziemlich temperamentvoll zu sein. Ich glaube, es ist an der Zeit, unser neues Spielzeug auszuprobieren, oder? Genau das wollte ich hören, Boss. Der Ranger hat einen zu Schrott gemacht, aber wir haben ja noch einen. Also dann, Kinderchen, Quizfrage. Was glaubt ihr, was das hier ist? Psst, Zeit vorbei. Das ist unsere neueste Waffe, der Con Mini. Los, Venuflebis. Mach den miesen Ranger fertig. Ein Venuflebis, 2 Venuflebis, okay. Neue Pokémon. Die. Oh. Digga. Nur mega ausgewichen. Anyway, sau gut gegangen. Zerschneiden 2 Hots. Okay. Es schießt mit Saatkönnern, um anzugreifen. Stark, Alter. Gruppenfang, Rang S. Oh. Das gibt Punkte. Erfahrung, besser gesagt. Erfahrungspunkte. Bam. Nur einer kaputt. Ah, wir wurden schon wieder blamiert. Boss, lass uns nochmal abhauen. Wir sehen wie die letzten Trottel aus. Ja, das vor Haus aus. Wow, du bist ja cool, Ranger. Danke. Warum muss eigentlich immer was los sein bei den Freiluftunterricht? Hey. Vielen, vielen herzlichen Dank für alles heute. Deine Antworten und deine Taten haben eine so große Bedeutung für unsere Schüler. Du hast diesen kleinen Hafen des Lernens verlassen, um in die Welt hinauszugehen. Die Schüler sehen zu dir als jemanden auf, der für ihre Hoffnungen und Träume steht. Ich hoffe, du kehrst als noch größerer Ranger hierher zurück. Ich werde ein Pokémon Ranger werden. Nichts wird mich aufhalten. Mechaniker, genau wie Eleonora in Briesenau. Ich habe dem Milchmann ein paar Mal geholfen. Wir konnten sogar zusehen, wie ein Ranger mit Kriminellen fertig wird. Die Schüler werden diesen Tag wohl nicht so schnell vergessen. Kann ich dir eine letzte Frage stellen? Macht es Spaß, ein Ranger zu sein? Mich da interessieren, was passiert, wenn man auf nah druckt. Ja, es ist aber schon lustig, haha. Ich hab's gewusst. Bitte komm bald wieder. Dank dir war unser Freiluftunterricht spannend und aufregend, Mare. Mare, ich bin mir sicher, du vermagst jede Herausforderung auf deinem Weg zu meistern. Davon hast du mich wirklich überzeugt. Danke, dass du unsere Lehrkraft für einen Tag warst. Ja, war mal wieder sehr kurz.
Damit wäre der Freiluftunterricht beendet. Was? Wir haben das letzte Mal noch Unterricht gehabt dann. Und die dürfen einfach gehen? Was soll denn die Scheiße? Es ändert sich, wie man von der Schule runter ist. Ich bin zwar gerade erst Lehrer geworden, aber ich hoffe, ich kann die Schüler zu Rangern von deinem Kaliber erziehen. Du warst heute wahrhaft inspirierend. Die haben einfach nur gesehen, wie ich 2 Wiener Philippus geklatscht habe. Das war's. Danke für alles heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Darf ich eine Frage stellen? Vorsitzende Gerda von der Ranger-Vereinigung. Ist sie gesund und gute Dinge? Ich weiß nicht, ob die gesund ist. Gute Dinge? Ich bin mir nicht sicher. Also keine Ahnung, die ist halt alt. Trotzdem, das letzte Mal hat sie jetzt nichts gesagt, so. Ah, sehr gut. Exzellente Nachrichten. Oh ja, wenn du möchtest, besuche die Schule ruhig und sieh dich ein bisschen um. Nun entbiete ich dir meine Abschiedsgrüße. Ich entbiete dir meine Abschiedsgrüße, Alter. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Aber ich muss jetzt fast nur in den Schule und mich umschauen, oder? Der hat doch gesagt. Aber das bringt halt nichts, weil ich keine Aufträge jetzt ohne Makon. Die Schüler werden diesen Tag wohl nicht so schnell vergessen. Ach, jetzt haben wir doch nur Unterricht. Mit was man da braucht? Zertrümmern 2. Jo! Stimmt, hab ich ganz vergessen. Ich habe sogar Zertrümmern 2 dabei. Haha! Was ist da drin? Tangulos. Wow. Echt jetzt? Aber interessant, dass man da Tangulos fangen kann. Ja, was halt unnötig ist, weil Tackle 2 kriegst du aber woanders. Und Tangulos hat man ja storybedingt fangen müssen. So, Berichterstattung. Ich habe gehört, dass Team Nachtschatten zu einem Überraschungsbesuch da war. Fräulein Mai hat mir eben davon erzählt. Sie meinen, du hast alle vor Schaden bewahrt. Gut gemacht, Mare. Mission geschafft. Ranger-Pose. Hast du das hier schon gelesen? Dein Freund Bodo scheint auch ganz schön auf Zack zu sein. Almir-Journal 7. Fiore Ausgabe 2. Bodo mischt Team von Nichtsnutzen auf. Hey, da ist der Professor Hastings. Fiores Pokémon verschwinden. Maschine hypnotisiert Pokémon, jetzt auch in der Fiore-Region. Wunderbar. Kräftemesse im Fiora-Tempelversteck. What? Wer ist denn die Olle da? Und Panferno? Ha. Ja, das wäre interessant, Ich habe bemerkt, dass wir jetzt in den Keller reingehen können, weil ja der Tolero nicht da ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, vielleicht sind da irgendwie eine Information für irgendwas, keine Ahnung, weil der ist ja sass. Das ist ein Aktenkoffer. Prototyp steht auf ihm geschrieben. Elektronische Kreisläufe sind in den Aktenkoffer eingearbeitet. Aha. Aktenkoffer. Elektronische Dinge. Hä? Das ist ja dann vielleicht so ein bisschen Con-Mini-Art, oder? Diese Maschine scheint von der Altro GmbH geschiftet worden zu sein. Aha. Hat die Altro GmbH Ahnung, was damit zum da, oder wie? Ich meine, die Con-Minis waren ja schon so ein bisschen Art, Aktenkoffer im Prinzip. Also so portabel. Und dann machst du da auf. Und dann sind da so elektronische Dinge. Double Sass. Und mal cool, dass ich einfach nur mal Nebula gefangen. Falls man Psy-Kraft braucht, aber war bisher noch nicht der Fall. Gute Arbeit. Du Eintageslehrkraft. Wir brauchen dich auf der Stelle in den Brodellanden. Oh, yo! Es braucht mich in den Brodellanden. Jetzt sind durch dich nur alle Pokémon verschwunden. Der Chef scheint sich plötzlich auch in Luft aufgelöst zu haben. Oh, damn. Die Einsatzzentrale des Ranger-Hauptquartiers hat Alarm geschlagen. Sie hat gemeldet, dass das Signal von Urs auf ihrer riesigen Kartenanzeige verschwunden ist. Solange sein Fangkampf funktioniert, müsste er ein stetiges Signal aussenden. Er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich mache mir wirklich Sorgen um den Chef. Die Hauptquartiertechniker haben gemeldet, dass sein Signal zuletzt aus dem Brodelvulkan kam. Alter Schwede. Wie ich Urs kenne, hat er seinen Fang kaum aus Unachtsamkeit in die Lava fallen lassen. Ich wette, es ist irgendetwas, über das wir später herzlich lachen werden. Trotzdem wäre es besser, wenn du in die Brodellanden gehst und Urs suchst. Als stellvertretender Anführer teile ich dir diese Mission zu. Holy shit, das ist eine wichtige Mission. Die Brodellande sind eine vulkanische Insel. Du musst von Havelbrück aus ein Boot dorthin nehmen.